Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa, das Woche von Straßburg. Wir hatten eine Plenärsession an den ein Thema, das dominiert hat, das war eigentlich Tritt vom Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu der Lehre von der Union. Das ist ein alljährliches Exerzice am September. Und der Jean-Claude Juncker hat schon direkt vorweg ein ganz gut Ried gehalten, ein ganz positiv Ried mit ganz vielen neuen Ideen dran, wie hier in Zukunft in Europa gesagt. Das ist eigentlich bei Gitfreiem ziemlich so gesehen. Das heißt, wenn ihn das nicht wollte so gesehen, da wäre entweder weil ein Tried nicht ganz geguckt wird, nicht ganz gelauscht wird, oder es sind immer Leute, die böswillig sind, an die do etwas rausblicken gehen, was vielleicht nicht gesagt gehen oder was nicht so gesagt gehen, wie es hinten an den Krom passt. Für mich wäre es am Anfang ein optimistischer Schritt, wie ich schon gesagt habe, weil bis jetzt waren wir eigentlich immer an so einem Krisenmodus. Das heißt, wir haben die letzten Jahre ein bisschen so als Gestionär funktioniert, wir haben als Krisenmanager hat Jean-Claude Juncker das durchgelöst, die großen Herausforderungen, Schwerpunkte gesagt. Und hier wäre am Anfang das, was er noch schon angekündigt hat. Das heißt, über die Zukunft in Europa zu schwätzen. Vorweg will ich aber vielleicht 5 große Prioritäten aufzählen, die hier eigentlich auch genannt wird, an denen noch die entweder am Gang sind behandelt zu gehen oder die in Zukunft mehr stark behandelt gehen. Das heißt, dass den Handel renforcieren. Europa, die Europäische Union lebt vom Handel. Unser Wohlstand kommt durch Handel mit anderen Staaten, mit anderen Kontinenten. Und ich meine, das nicht für einen Genre Protektionismus zu verfallen, mit das für den Handel weiterzutreiben, natürlich nicht unkontrolliert. Und das ist gut, was denn da proposiert wird für in Zukunft die Akkorden, oder nicht die Akkorde selber, aber schon Mandate, die kriegt für Freihandelsakkorden zu verhandeln, für die durchzulegen, für das, was Memberstaaten eigentlich der Kommission an Auftrag geben, für das öffentlich und transparent zu machen, und nur den ganzen Entscheidungsprozess auch aufzuwickeln, an die Nationalparlamente, an auch die Regionalparlamente mit anzubeziehen. Das war so ein Investment Screening heute proposiert, das ist für zu gucken, die ausländischen Investisseuren, die an Europa investieren, wie zum Beispiel Chinesen, wie zum Beispiel Qatari, an auch anderen, für zu gucken, dass wir auch die Reziprozität tun, dass wir auch das dürfen bei ihnen machen. Das heißt, Freihandel bedeutet nicht Handel an eine Richtung, Investiment dann nicht mehr an eine Richtung, aber das bedeutet die zwei Partner, dass die hier dass es eine Win-Win-Situation ist für sie allen zwei. Und ein dritter Punkt ist eigentlich die Industrialisierung. Das heißt, dass ein bisschen mehr Industrie, dass mehr Elan an unsere Industrie kommt innerhalb von Europa. Einerseits Stahlbranche, Chemie, Automobilbranche, das heißt, dass hier Erfolge gemacht werden, dass die Initiative geholt werden, dass eine Strategie entwickelt wird. Dann noch Bekämpfung vom Klimawandel als eine von den Prioritäten. Und da geht es in Richtung Dekarbonisierung vom Transport. Der Transportsektor ist leider noch immer der Sektor, den eigentlich der Vorder von den anderen Sektoren, das heißt, wenn wir Gebäude isolieren und so weiter, der Fristentransport, die erfahren Mob, und das muss in Zukunft verbessert gehen. Ein weiterer Punkt ist Cybersecurity, das heißt, ein digitalen Internet für die sicher zu kriegen. Wir gehen alle Jahre von Hacker angegriffen, wir gehen Opfer von Attacken, sowohl als Industrie wie als Privatbereich. Und ich meine, das muss in Zukunft abhören. Und dafür hat er ganz konkret proposiert eine Agence, die sich in Zukunft um die Sicherheit am Netz wird kümmern. Letzter Punkt hat den jungen Leuten Merci gesagt für die Solidarität, die sie auch gewiesen haben innerhalb von den Krisengebieten, innerhalb von der Migration, für den jungen Leuten zu helfen. Der Solidaritätskorps, den gegründet ist, mit Leben gefüllt gehen. Es sind immens viele Junker, die sich schon gemeldet haben, die in so Aktionen teilholen und die dadurch wertvolle Lebenserfahrung sammeln. Das ein bisschen zu den Punkten, die müssen dringend behandelt gehen. Und hat dann auch den zweiten Teil von seiner Rede am Anfang abgebaut auf die Zukunft von Europa. Wir wissen, dass die Kommission am März ein Weißbuch herausgegeben hat über die Zukunft von Europa mit 5 Szenarien. 2 sind da gar nicht davor gekommen, das heißt weiterführen wie bisher, nämlich just Gestion mehr von der Krise. Und der zweite ist, was die Briten eigentlich wollen, nicht mehr Binnenmarkt, nicht mehr Handel,
ohne sich weiter op die anderen Werte von Europa müssen dummer dazu befassen. Wie gesagt, aus den anderen Szenarien hört hier ein ganz klar denen Leute, die in Europa von der Pur essen, sich gemengt und raus können zu picken, die gesagt haben, ja, die wollen vier kommen, müssen zusammen schaffen, wenn die anderen nicht wollen mitmachen, dann lassen wir das sehen. Hier hört eigentlich für eine starke Union, für eine, ja, wie gesagt, eine geeinte Union, auch für mehr eine demokratische Union wird hier am Anfang plädiert. Und hier wird do eng Partyüberlegungen, die Solland Lewe gerufen gehen, demnächst festgesetzt. Das heißt, ganz optimistisch, wie ich am Anfang gesagt habe, ganz zukunftsorientiert. Hier wird, wie gesagt, den Schengen-Raum erweitern, Bulgarien, Rumänien, Zypern erfüllen Kriterien, sollen noch dazu kommen, den Euro stärken, den Euro ausweiten auf Länder, die auch bereit sind, für den Euro zu verholen, dass die auch noch zusätzlich Hilfe können kriegen. Also 4 wie gesagt, den Euro-Raum erstens mehr stabil zu machen, mehr groß zu machen. 85%, wenn die Briten weg sind, dass sie nach 85% von den Ländern an Europa sind, an dem Moment an der Eurozone. Hört aber auch, dass Memberstädte sollen encouragiert gehen, für die Bankenunion weiterzutreiben. Dann hat er auch darauf hingewiesen, einen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister, was durchaus möglich ist. Er hat das alles probiert zu definieren im Rahmen von den bestehenden Verträgen. Der Lissabon-Vertrag zum Beispiel, den erlaubt eine ganze Partie Sachen durch so Brückenklauseln für, wie gesagt, neue Sachen anzuführen, wie auch zum Beispiel einen gemeinsamen Präsident vom Conseil von der Kommission. Für das Leute noch Bause gesehen, das unser Präsident, das ist der Präsident von Europa. Im Moment ist das ganz schwierig mit dem Kommissionspräsidenten, mit dem Präsident vom Europarat, wir haben aber auch vom Conseil de l'Europe, wir haben aber auch in Turnus, eine Rotation, alle 6 Monate für den anderen Land Präsidents. Das ist für die Leute relativ kompliziert, nur zu verfolgen, die Informationen kriegen, zwar die sind überall zu kriegen. Aber zu viel Information ist bekanntlich auch schädlich für die Information. Trop d'information tue l'information, das heißt, das ist ein bekannter Sprachwort. 2 andere Punkte, just ganz kurz. Über dem Jean-Claude Juncker Rede gibt es noch viel zu erzählen, kommen auch dazu nach die und die Kehr zurück. 2 andere Punkte, wir haben hier ein Anti-Terror-Sonderkomitee gegründet, 30 Membern, wo von der EVP, der Kollege Dantin als Vorsitzenden, das heißt, da werde ich an einer Sendung extra darauf zurückkommen, ob die Attributionen, die den Anti-Terror-Komitee da tun. Das ist eine ganz wichtige Mission, die Parlament sich da gibt. Dann haben wir auch noch den Internet, den Digital Europa. Das Internet spielt immer mehr eine große Rolle. Und da haben wir als Parlament die Initiative von der Kommission unterstützt, für so ein Wi-Fi for Europe, 8000 Punkte innerhalb von ganz Europa, wo ein freien Internet in Zukunft empfängt. Das ist besonders für an den ländlichen Gegenden, die bislang noch nicht so erfasst sind. Ist das wichtig, und auch da kann ich darauf zurückkommen, dass mit einer Partie Kriterien verbunden, da kann da doch nicht überall stattfinden, da muss schon auch Kriterien gehalten gehen, aber trotzdem, wenn man so ein mehr digital Europa, da muss den Numerik konsiderabel stärken, erweitern, und das ist wie gesagt auch eine gute Initiative dafür. Das wäre heute von Straßburg. Vielmals merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.